Herzlich willkommen zu meinem Minecraft World Showcase. Ich fange einfach mal an, indem ich da raufgehe. Das ist leider noch nicht fertig, es ist vieles noch nicht fertig hier. Wie man sieht, da bin ich gerade am ein bisschen Kelb wachsen lassen, damit dann auch irgendwann da alles Wasserquellen sind, damit ich den Bubble Stream machen kann, wenn das läuft. Und dann da oben habe ich Feuer gemacht, sonst friert das Wasser ein, was nicht so nice ist. So, dann machen wir mal. Hoffen wir, dass es funktioniert. Wenn man ein bisschen weiter sieht, dann sehen wir schon meine Creeper Farm, die momentan noch nicht so gut funktioniert, weil überall noch mega viele Spawnable Blocks sind. Jo. Was meinst du mit dem Spawnable Blocks? Wenn du eine Farm baust, so, dann willst du, dass alle Spawnable Flächen, die es um die Farm herum gibt, eigentlich in der Farm drin sind. Oh. Das heisst, du musst entweder alles mit Slabs auslegen, so wie ich es da oben gemacht habe. Also da oben können keine Mobs spawnen, weil da Slabs sind. Und du willst, dass alle möglichen Mobs, die können spawnen, genau, in diesem Teil drin spawnen. Genau. Und grundsätzlich alle technischen Minecrafters, die mir zuschauen, ich kenne niemand, wird sich denken, das ist eher eine shittige Creeper-Farm. Und ich bin mir dann bewusst, weil sie war viel effizienter. Das ist jetzt zwar gerade der Creeper runtergefallen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Sie war viel effizienter, also es spawnen grundsätzlich mehr Mobs, je weiter unten du bist. Und für das musst du eigentlich ein Loch graben. Aber ich habe noch kein Beacon. Das ist etwas vom nächsten, was ich machen will. Und dann kann ich das Ganze in den Boden rein. Oder, was auch wird funktionieren natürlich, anstelle von einem Beacon wäre ein TNT-Duper. Aber da fehlt mir auch noch ein Teil, den ich brauche. Ich weiß nicht, ob es andere Designs gibt. Ich kenne einfach das eine Design mit dem Korallenriffblatt. Was es auch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich weiß auch nicht, wie es auf Englisch heißt. Aber das habe ich momentan nicht. Ich habe noch keinen Korallenriff gefunden. Da bin ich momentan dran. So, dann als nächstes eine kleine Bee-Farm hier, die leider nicht automatisch funktioniert. Ja, was ist mit deiner automatischen Bee-Farm? Ich kriege sie nicht zum Laufen und ich check's nicht wieso. Darum mache ich es jetzt einfach mal so ein bisschen. Okay. Von Hand. Lustig aus. Das sieht ein bisschen cute aus, es soll noch ein bisschen cuter werden. Noch mehr von diesen Honeyblocks will ich brauchen. Aber da fehlen mir momentan auch einfach noch die Ressourcen. Kein Crafting Table, nie. Da hat es einen. Und der Ton vom Honeyblock ist einfach so sexy. Dann hier ist mein Entity Crammer, wo man sicher auch alle kennt. Automatische Kuhfarm basically, weil eine geile Minecraft, wie nennt man es? Regeln ist Entity Cramping, das heisst, es können nur so und so viele Mobs auf einem Ort stehen und wenn es zu viel sind, sterben sie von allein, also werden eigentlich verdruckt und man muss nicht einmal die Tiere killen, damit Ressourcen reinkommen. Und Minecraft killt zuerst die erwachsenen Tiere, das heisst, du kannst sie immer füttern und du musst keine Angst haben, dass es die jungen Tiere umbringt. Voll. Geil. Und so ist die Population immer gewährleistet. Voll genau. Und da ist meine kleine Kaktus und Melone- und Kürbisfarm.
Ich bin mit der Productivity von dieser Farm überhaupt nicht zufrieden. Das wird wahrscheinlich als nächstes alles abgerissen und effizientere, hoffentlich, Farm baut, weil ehrlich gesagt, die Jobs sind ziemlich trash. Kannst du nicht wie noch mehr Stöcke einfach machen? So, Ich kann, doppelt so. ja, voll, das Lego. könnte ich auch machen, aber das ist fast zu expensive vom Redstone her. Und es gibt eine Möglichkeit, es gibt ein horizontales Design, wo die Pistons von oben runter pressen. Und das Pickup-System ist natürlich ein bisschen mühsamer dann, weil du Minecarts brauchst. So wie es in meiner Slime-Farm ist, das kann ich nachher schnell zeigen. Und das ist einfach effizienter, weil du brauchst keinen Waterstream, der die Items aufpickt, sondern hast einfach Pickup-Ebene, einfach eine Ebene weiter unten. Und du kannst quasi alles voll machen mit Setzling und die Pistons drücken dann von oben runter und zerquetschen quasi den Block so und dann droppt er. Ah, geil. Und dann kannst du es auch in so einem Raster anordnen, also dass du immer quasi da hast du einen Piston und da hast du einen Dingsbeobachter, wie heißt es auf Englisch? Observer. Dankeschön, Observer-Block, genau. Und ja, das ist jetzt einfach da oben, ist glaube Melone und unten Kürbis und ich würde es gerne gemischt machen und flacher und dann hoffentlich ist das effizienter. Dann auch etwas, was ich als nächstes wird anpassen ist nicht der Super Smelter, der funktioniert eigentlich echt gut, bin ich happy damit. Aber hier meine Village grundsätzlich, die werde ich wahrscheinlich demnächst abrissen und alle meine Villages dort in der Trading Hall haben wollen. Oder alle, die ich brauche auf jeden Fall. Vielleicht, was natürlich wichtig ist, um die Population erhalten, ist, ich werde die Village abrissen und dafür Breeder anstellen, wo einfach Villagers droppt, dann, wenn ich sie brauche. Oh, ein Wandling Trader. Der ist meistens fucking useless. Aber momentan. Schon. Momentan, eben, wenn ich einen TNT-Duper habe, könnte es sein, dass der brauchbar ist. Okay. What the fuck? Bliss. Kann sein, dass der brauchbare Ressourcen hat. So, Mafia. Bro, what is happening? I'm not happy about this. Ich bin stuck auch. Blöcks laden nicht. Hallo? Bro, ist jetzt safe corrupted oder was? I can't believe this, Alter. Scheiße. Bro, fucking trade, Alter. Du mal Minecraft beenden, Alter. I'm dying out here. Ah. Ja, jetzt ist er dafür wieder nicht sichtbar, Alter. I hate my life. Ah. Und er hat es nicht, was ich brauche. Fuck. Ja, okay. Trash. Tschüss. Interessiert mich nicht. Gut. Eben hier Village abreißen. Dafür einen Breeder anstellen. Sieht zwar nicht so hübsch aus. Gut, das sieht auch nicht wirklich hübsch aus mit diesen grusigen Kabelblöcken da. Aber wenigstens ein bisschen effizienter. Dann, wie schon kurz erklärt, das ist meine Trading Hall momentan. Dort, wo eine Melone ist, die sind gelockt. Habe ich auch schon Enchantments, die ich will. Hier Looting 3, sehr useful. Silk Touch, auch sehr useful. Und Haltbarkeit 2. Auf den habe ich mega lange gebraucht. Die anderen wird einfach, weil es grün ist. Und es ist einfach zu markieren, es spielt keine Rolle. Ich hätte irgendeinen anderen Block können, einfach was anders aussieht. Und die da sind noch offen.
Ich würde wahrscheinlich Bauern machen, sicher 2, weil einfach die sehr, sehr gut funktionieren mit Emeralds generieren. Vor allem eben mit Kürbis und Melonen, darum ist es so wichtig, dass der da effizienter wird. Dann kann ich mehr Emeralds generieren und reicher werden und so alles andere organisieren. Dann, wie gesagt, da ist mein Supersmelter. Momentan wird er vor allem für Glas gebraucht. Vor allem auch, ich kann jetzt einfach mal in Bulk Glas herstellen, weil die nächste Wüste irgendwie 2000 Blöcke weg ist. Und darum bin ich einfach mal mit Schalko-Boxes Sand holen. Und ja, das funktioniert eigentlich relativ gut. Füllt alles automatisch. Für, ja, einfach sehr gut. Ein bisschen expensive für Early Game, wenn du nicht so viel Eisen hast. Der Traum war natürlich eine Eisenfarm zu haben. Aber ich weiß nicht, ob das für mich realistisch ist oder auch, ob ich das überhaupt brauche. Weil einfach Droppers und Hoppers sind einfach expensive as fuck, wenn es um Eisen geht. Und meine Eisen sieht nicht so toll aus. Soll ehrlich sein. Muss ich mal überlegen, was ich daraus mache. Dann da unten ist, wie gesagt, meine Slime-Farm. Ich weiß nicht, ob es gerade in Action ist. Nein, sieht nicht so aus. Hier unter diesen Magma-Block ist eben das Pickup-System, wo ich eigentlich genau das gleiche will brauchen für nachher den Kaktus. Und, was sage ich Kaktus? Melone und Kürbisfarm. Und das funktioniert einfach so. Haben das sicher auch schon mal gesehen. Du hast hier unten Rails, du hast eine Hopper Minecart, wo die Items von einem Block oben dran aufpicken kann. Und das da wäre dann quasi die Erde, wo die Melonen und so drauf wachsen. Geil. Um das noch schnell ein bisschen zeigen. Dann hier hat einen ganz einfachen Redstone Circuit, der macht, dass wenn etwas in dem Hopper Minecart ist, gibt da einen Redstone Output. Der Comparator liest den Redstone Output, stellt hier die Redstone Torch auf ab, was natürlich dann auch hier oben der Redstone abmacht, wo die Rail powert. Das heisst, wenn der Wagen voll ist, wird die Rail hier depowert, der Wagen bleibt stehen, hat Zeit zum die Sachen entladen in Hopper. Sobald der Wagen leer ist, wird die Rail wieder powered und der Wagen fährt wieder los. Pretty simple stuff. Wenn man es mal gecheckt hat. So. Jetzt habe ich gerade einen Slime. Mal schauen, ob man ihn sieht. Wo schon? Genau, und die Farm ist auch noch sehr wenig efficient. Liegt vor allem daran, dass also eigentlich grundsätzlich könnte die Farm doppelt so groß sein. Ich habe hier hinten dran nochmal einen Slime-Chunk. Und dann wäre das Loch natürlich auch doppelt so groß. Und hier auf dieser Plattform würden Iron Golems stehen, die Slimes anziehen, respektive Slimes greifen Iron Golems an und fallen sich dann freiwillig quasi hier runter. Und für das habe ich auch noch zu wenig Eisen. Ich zeige es jetzt schnell mit mir. Tschüss. So sollte das eigentlich funktionieren. Jetzt sehen wir, die Items liegen hier und zack, sind weg. Das heisst, das funktioniert schon mal nicht schlecht. So, jetzt komme ich hier. Wie komme ich hier wieder weg? So. Oh. Genau, dann das ist mein Item Sorting, nicht mein Item Sorting System. Das habe ich nicht. Auf das bin ich zu noob. Aber das wäre vielleicht auch etwas, was irgendwann mal kommt. Automatisches Item Sorting System, das wäre nice. Und ich einfach meine Items reinschütten. Und es sortiert sie automatisch in die richtigen Chests rein. Das ist sehr geil. Aber das ist halt Advanced Stuff, wo ich noch nicht so gut drin bin. Also Redstone ist für mich immer noch meistens Black Magic Fuckery.
Aber ich komme langsam an. Langsam check ich's. Jo, das war's, glaube ich, eigentlich schon gesehen. Da ist noch ein bisschen meine Tree Farm, meine überhaupt nicht automatische. Das wäre vielleicht auch noch etwas, was man irgendwann bauen könnte, aber das ist dann sehr kompliziertes Redstone. Shoutouts gehen natürlich raus an Ilmango, der all das Shit hier entwickelt hat. Und ja, momentan ist es das. Vielleicht noch schnell, da ist noch eine Creeper Farm, mein AFK-Spot, ein paar Felder, ein bisschen Zucker. Das ist auch etwas, was ich gerne würde automatisieren mit Flying Machines. Etwas, was ich bei Mambo Jumbo gesehen habe, einem anderen YouTuber, der auch sehr gut ist mit Redstone und ich ziemlich cool finde. Vielleicht noch schnell zu der Base. Sehr, sehr basic, wenig Dekoration. Da ist mein Bett, mein Armor Stand. Mit dem habe ich den Drachen besiegt. Legendary. Dann hier mein Enchanting-Zeugs, wo ich schon ein paar Bücher drin habe und angeschrieben habe. Was da drin ist, wie ihr seht, Mending ist überhaupt kein Problem. Ich habe einen Cured Zombie Villager, wo Mending mir verkauft für ein Emerald. Von dem her. Das ist sorted. Dann hat es so noch ein paar Shulker-Boxes, die ich momentan noch nicht brauche. Ja, mal schauen. Würde ich gerne noch mehr haben. Und was auch noch momentan noch ein bisschen das Problem ist, ich habe nur ein Elytra, wie auch immer, Elytra. Da würde ich auch gerne eine zweite haben, falls ich mal stirb und die andere und nicht weit weg bin von daheim, damit ich die andere kann rescuen. So wie es kürzlich passiert ist und mich angeschissen hat. Und dann habe ich hier irgendwo ran mit dem Ross. Und das sind, also die Karte ist glaube ich 2000 auf 2000 Blöcke. Also ihr könnt es euch vorstellen, das ist relativ weit weg. Okay. Und eben, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Korallenriff. Momentan habe ich hier die beste Hoffnung, dass es eins gibt, weil irgendwie es hat nicht so viel mehr. Hier hat es Eis. Da hat es irgendetwas anderes, keine Ahnung, aber ich hoffe hier irgendwo einen Korallenriff zu finden. Und hier hat es Mycelium-Insel, also so eine Pilzinsel, wo keine Mobs drauf spawnen. Vielleicht brauche ich die auch noch für irgendetwas mal. Dann hier ist noch mein Nether-Portal, mein Braustand. Im Nether passiert noch nicht so viel. Aber ich habe ein Wither-Skelett im Kopf. Ich würde gerne möglichst bald den zweiten und den dritten haben, damit ich mal den Wither fighten kann. Ja. Mal schauen, wenn das passiert. Jo, ich glaube, das war's gesehen mal. Cool, danke für den Anfang. Subscribe und like. Ja. Und schalt doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heisst Minecraft mit Pablo. Ja, Alter. Ich freue mich drauf, was noch so kommt. Ja, mal schauen. He. Jetzt gehe ich glaube zuerst mal irgendetwas Video schneiden oder so. He. Haben wir ja gesagt. Mal schauen, wie es rauskommt. Dankeschön fürs Zuschauen, auch Dankeschön dir fürs Einschalten ins Discord und ein bisschen Interesse zeigen. Ja. Fällt mir leichter, so Content zu machen. Und vielleicht schaffe ich es auch irgendwann ohne deine Hilfe. Und da muss man noch ein Outro überlegen. Ich muss richtig professionell wirken. Ja. Tschüss.